Haut 4. Advent begräßen je ich aus der Kirch vu Schlinner Mänecht, mir iwwerdro vun Heizung des Mass. Et singt Choral Mix Cecilia Schlinner Mänecht, Dirigentin ist Melanie Schumann, Organistin Sonja Jungers. Sie spielt eng Entree vum Knecht. Du no Sangener Neuer Morgen vun Akepsimas an Sguarnek. Messe l'Abbaye, arrangeiert vun René Panchelet, Rorate Magnificat 124, Alléluia vum Berthier, En tes mains vum Janada, Dans le silence vum Stéphanie Karja, Notre Père vum Rimsky-Korsakov, Van dat Brot vum Kurt Graal, an als Schlusslied möge die Straße vum Püttlik. Duegel spielt eng Sorti vum Volkmar. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der ist, der war und der kommen wird, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Leif Leitheit zu Schlinnermänecht an der Kirch, leif alle Gu, die da iwwer Medien mat dais verbonne sieht. Dese lechte Sonntag, 4 Uhr Christtag, leist eis dat schon erblicksen, wat ma an e Pudeich mat Fred feieren. Maria a Josef vun Ugeholl mat Vertrauen
an dem Herrgott sei Plan mat ran zu klammen. Los ma eis Martine präparieren, fir dat Errechnes zu erliewen, wat d'Geschicht vun der Mënscheet geändert huet. Hire Glaven soll eisem Glaven zu Hëllef kommen, wie Reise zu erlaben, den zu empfänken, den vun Eis ginn ass. Den Herr könnt, los ma op sei Verzeihen durchgoen, das wir Reisen Zeche vun enger Zukunft, die eis immer im Nei opotme lässt. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Aha, dem König von Juda. Er sagte: Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Ahas antwortete: Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hör her, ihr vom Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären. Und sie wird ihm den Namen Emmanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Let nubes
gekommen. Er ist der König der Herrlichkeit. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meer gegründet, ihn über Ströme befestigt. Wer darf hinaufziehen zum Berge des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Mehrheit schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die den Antlitz suchen, Gott Jakobs. Halleluja, Halleluja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Sein Name wird sein Immanuel, Gott mit uns. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, für die Geschichte von der Jungfrauengeburt
gëtt ënnerschiedlich zougäng. Die eng streiten drüber erfroen, muss wurt wirklich am biologische Sinn drog leben, dass Maria ohne Mann dem Jesus sing Mam konnt gin. Andere fanden doran theologisch aussohn, iwwer die groß Bedeutung vun diesem Kant als Jung vor Gott an eben net vun engem irdischen Mann. Ich will ich das Geschicht hautmol in engem ganz andere Blickwinkel vierstellen. Gesimmer doran Geschicht vun enger großer Left. Enger lebte so groß, wie se nëmme Seelen in dat Mënschen vier könnt. A versetze ma eis konkret anders Geschicht, mat Empathie. Viele ma eis ran an dat, wat du geschiet ass. Du hast also die Jungkoppel, Josef an Maria. E jongt verleeften pur, wie der Gouf a Gött zenter et Mënsche gëtt. An so wie een se auch haut nach op de Strosse begene kann, was sich mat der Hand holen a mat neen flanieren. Hier in de Josef, e junge Mann, holmer mal ugangs 20. Ma wissen, war vu Beruf Zammermann, Schreiner. Wahrscheinlich hueten am Betrieb vun den Älteren mat geschafft. Sing Familie stammt zwar, wie die Evangelie festhalen, aus allem Adelsgeschlecht, als bis op de König David zrick zu verfollichen, aber dovon as zu Liefzeite vom Josef net mi viel zu spieren gewircht. An dat jung Mädchen Maria, am heiratsfähigen Alter tschend 12 a 17 Joer. Demols hun Leid sich eichter frei bestuert. Von ihrer Familie wissen wir außer dem Numm von den Älteren, Anna a Joachim, net viel. Später Traditionen wollte wissen, dass Maria ein ausgesprochen schönes Mädchen gewircht wie, jo die schönst von den allen. An der Bibel steht zwar nicht darüber, mir viel wat soll nicht schön gewircht sein. Die zwei waren also verliebt, waren verlobt, der Tisch hatte fest desideiert, sich zu bestuden, ein gemeinsam Leben an Ugriff zu holen, hier Zukunft mit denen abzubauen. Sicher eine Situation, an der wir uns eigentlich gut rafversetzen können. Und das Ganze spielt sich an einem kleinen Dorf an Israel auf. Soweit also eine ganz normale Liebesgeschichte. An diesem Punkt setzt ein Text vom Evangelium an. Du hast dann etwas geschieht. Eine Situation tritt an, die für Verwirrung und Chaos sorgt. Probieren wir mal die Situation aus der Perspektive vom jungen Mann, dem Josef, zu sehen. Hier ist man Maria verlobt und hat sie sicher gern. An Losing verlobt, mit der nach nicht zusammen gelebt hat, mit den Hochzeitstermin stung wahrscheinlich schon fest, als sie an anderen Umständen. Das ist ja nicht für dich, dass so etwas vorkäme. Aber an diesem Fall war es doch wenig ernst, so wie es am Evangelium steht. Weil der Josef weiß dass das Frau, mit der verlobt ist, gern hat. Und nach etwas weiß ganz sicher, dass das Frau schwanger ist und dass das Kind nicht von ihm ist. Wie gebe mir, wie gebe dir, wie andere Leute reagieren an so einer Situation? Haut sie mal echt dort tolerant. Mit Demos am Dorf, was musste sie da getuschelt tun, wie dieser Vers sich herumgeschwert hat. Das ist nicht schwer nachzuvollziehen, dass das für den jungen Mann ein ganz grave Ungelegenheit war, dass er wahrscheinlich getroffen war, enttäuscht, verletzt. Hätte ich verstehen können, wenn an dieser Lage Maria Verstoß fortgeschickt hätte. Was ein Leben vielleicht so gut an Hass umgeschlagen wird. Wenn über dem, was sie ihm da angetan hat, ihre Relation an Brich gegangen wird. Aber wie das Evangelium weiter erzählt, war seine erste Reaktion nicht die, dass er sich von lauter Enttäuschung von ihr aufgewandt hat, was vielleicht menschlich nur gelegen hat. Mit das es nicht die Möglichkeit gibt, ohne öffentlich Ärgernis zu gehen. Und hätte es Frau nach jüdischem Gesetz können zur Stängigung freigehen. Hier möchte aber nicht. Er musste immens gern gehabt tun.
An ass net mal dobei stohe blieben, obwohl dat schon eng Haltung weist, die vorbildhaft war. Neen, as er lebt, konnte Josef dann nach Schritt weiter goen. Nur sich dieser Frau zuwenden können. Da muss fertig bringen. Und hat sie dann auch wirklich trotz dieser Affäre bestuhlt. Maria wird ihm erzählt tun, dass sie ihm nicht untreu war, dass sie gern hat. Aber überlege mal, gib dir das Geschichte leben, die Maria ihrem Josef erzählt hat. Kennt ihr das leben, wenn ich Frau, Freundin, Verlobt erzähle gif, dass das nach ungeboren Kind etwas mit Gott zu dienen hat? Der Josef war schließlich nicht aus einer anderen Welt. Ihr wusst, wo kann hier kommen. Sicher, dass ihm ein Engel am Drama schingen, an hat ihm gesot, wie es sich mit dem Kind verhält, dass es vom Heilige Geist ist. So rapportiert jo als Evangelium. Am Medium vom Dram gëtt Josef tief an Geheimnis vom Glauben angeweiht. Aber ganz ehrlich, gedreht hummer all schon einmal. An den Dream können so allerhand viel. Als sein Dram, so hol nicht kann nicht als einzige Erklärung für sein Handeln durno dingen. Mir viel mehr sein groß lebt zu Maria. Man muss uns auch klar machen, dass der Josef demals nicht auf eine 2000-jährige Glaubensgeschichte zurückgucken konnte, an der Millionen, an Abermillionen von Christen für ihm gesucht hätten, ja auch mir geleben, dass das Geschichte etwas mit Gott zu tun hat, dass Gott hei Wegas und ob das Manier sei jung eisener Leser an die Welt geschickt hat. An die Josef reagiert ganz sehr, und es stimmt sein Handeln ob der göttliche Willen auf. Nicht nur Maria hat ihr Empfängnis, wie hier hat auch Sing. So geht aus dem Homo Faber, den dreamt, ein Praktiker, ein echter Mann, den handelt, und das während der Kantheit von Jesus. Da geht hier ein Beschützer, Flüchtlingshelfer, Ernährer, Bodyguard. Hier ist mehr wie ein bematledenswert, a glanzlos Nebenroll. Für ihre purer Blicker steht es eigentlich a buchstäblich nichtssagend Person am Brennpunkt von der Heilsgeschichte. Für Gott als hier in die Richtigen. Beim Josef selber, wo Gottes Präoccupationen auch der Vierrang. Neben der Maria geht hier die große Adventsgestalt. Der Josef verkörpert Volk Israel, das Wort. Ihn als Person von der Erwählung auf vom Versprechen. Dass man ob sie sollen, aber berät, was Gott trifft, das demonstriert hier viel. Auch mir werden Situationen begegnen, ob die man trotz Nodenken, Grübeln erforschen, keine Antworten wissen oder keine Lesung fanden, aber wo es nicht mehr bleibt, ob sie sind für Gott als sei wirken. So wie die Josef gelebt, dass Gott an der Welt, an der Geschichte handelt, dass Gott auch als Sänger Geschichte handelt. Glaube mir, dass Gott da ist, dass er handelt, dass er an unserer Geschichte, an unserem Alltag und an unserem Leben wirklich handelt, dass er nicht gut mengt, dass er meine Geschichte begleitet, dirigiert und heilmischt. An das Gott da ist, das geht reell am Kommen vom Messias, den als kein abstrakt Gegenwart vor Gott, wie wirklich real, a personal Gegenwart vor Gott, nämlich am rätselhaften Kant vom Josef seiner Verlobter Maria. Liebe Brüder und Schwestern, der Josef stung moderselige Läng do, Läng mat seiner lebt, fiert Maria. An des lebt huet de Kader aufgehen, dass eisener Leser an die Welt kommen konnt, als Jung vor Gott. Du wennst kennen wir, so gelungen wie doch klingt, hannert der Jungfrauengeburt, Geschichte von enger großer, tief menschlicher, a göttlich inspirierter lebt gesinn. An der Satz, Gott as lebt, geht durch diese wunderbare Kader umso mehr plausibel. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Papa am Himmel, für eis zu retten, hast du dein jung Jesus an die Welt geschickt. Lauscht ob eist Gebiet. Für all Christen, dass sie Zeichen vom Immanuel sind an ihre Matmenschen dich Meno bringen. Dafür beten wir Christus Herr Eis. Für die Mächtig auf dieser Welt, dass sie nicht ihrer eigener Politik erstärkt vertrauen, mit ihrem Gewissen an dem, was den Menschen denkt. Dafür beten wir Christus Herr Eis. Für die Leute, die auf der Schierzeit von der Welt leben, dass sie durch menschliche Hilfe merken, wie gut du Martine Bass. Dafür beten wir Christus Herr Eis. Für eis Paaren, dass wir es fertig bringen, als am Stress von diesen Dich, ob der religiöse Sinn vor Christtag anzustimmen. Dafür beten wir Christus Herr Eis. Gute Papa am Himmel, du stehst zu deinem Wort, ob dich können wir eis verlosen. Dafür so wir da Merci, Elo, an Ewigkeit. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zu der ganzen Welt. Herr unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Leif Leiit kurz virrunde Feierdeeg a vir Joresschluss nach des Matdeelung a Sachen Radios Mass. Mat dem neue Joer held St. Paul Luxembourg mat singen Techniker, sie waren freier beim DNR, op Radios Mass opzuhullen, geht se riwer bei eng einer Firma. Bei der Iwerdrohung selber op DOC, RTL, Audiotelevision an Internet wer neicht mirken, dat bleibt alles wie et war. Für ich also keine Änderung. Dem Wort an denen Herren Germain Weniger, Marc Bonora und Jean-Paul Geschwind, zusammen mit ihren Mitarbeitern, so ich von dieser Platz aus eine große Merci, dass sie seit 2003 die Radios Mass abgeholt haben und das mit großer Kompetenz an Devoment auf viel Leif zur Sache. Diese Merci so nicht am Namen von Herrn Erzbischof und von der Kirche, von mir aus persönlich, an noch denken ich stellvertretend für ihr all, lief Nolausterer, die da jahrelang ob ein gut, ja perfekt Überdrohung zielen konnt, dank ihrem Ersatz. Von lo an muss die Kirche selber auch die Abholen von der Sondesmass auf von der Oktav direkt finanzieren. Weil es dabei um großes Montant geht, weil do viel Arbeitsstunden, Apparate, Leitungen an Abonnementer am Spiel sind, als Diözes auch op Matthölf ugewiesen.
Van Dir een Don macht op Fondation Saint-Irmin mam Vermirk Radius Mass, da könnt ihr de vun de Steieren aufsetzen. Info und dozo an der Presse an Internet-Site katol.lu. Dodurch madiert möglich, dass doch an Zukunft viele Matmenschen iwwer Medien den Zugang zur Sondesmass an zur Oktav erhalen bleibt, obwohl sie nicht mehr können an die Kirche gehen, aus Alters- oder Krankheitsgründen oder wat wir auch immer. Auch an ihrem Numm ein großes Merci für all Gest. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Schlinnermänischt. Die nächste Sonntag, Christtag, überdroht mit Pontifikalmass aus der Kathedral, und zwar 10:30, parallel auf DOC, RTL Audio-Television an katol.lu. An der Nacht für drun, op Abend, den 24. Dezember, überdreht RTL Radio Lützeburg Christmetten aus der Kirche vom Lampertsbierg 11 Uhr, 23 Uhr. Ihr soll nach eine gute Vorbereitung auf Christtag, an dommer da gimmer de Mikro zurück an den Start.